Herzlich willkommen. Nimm Platz. Die einen von uns sind gerade noch dran. Das ist gut so. Ich freue mich, dass wir heute und am nächsten Sonntag der Frage der christlichen Gemeinschaft auf den Grund gehen und dabei auch ganz besonders zusammen ergründen, wieso die so unverzichtbar ist. Und für das laden wir uns alle ein, Platz zu nehmen. Wir haben da symbolisch drum einen Tisch in dieser Serie auf der Bühne und unsere Gedanken drehen sich um diesen Tisch und um die Tischgemeinschaft. Wieso ein Tisch? Das hat damit zu tun, dass der Tisch ein wichtiges Symbol ist für die christliche Gemeinschaft. Das Wort, das im Latinischen hinter Gemeinschaft steht, ist Communitas. Und wir kennen ja das bei uns in der Kirche, unser Community-Bereich, das ist sehr nahe, das Wort, das ist verwandt mit dem. Aber das Wort hat auch ganz viele andere verwandte Wörter, die wir mit dieser Gemeinschaft verbinden. Zum Beispiel der Compagnon oder der Kumpan oder für die Militärfans unter euch die Kompanie. Das Wort, das steht für der Brotgenosse. Also der, wo du mit dem Brot teilst, eine Lebensgemeinschaft hast. Oder das, was ich heute Morgen da mache, ich kommuniziere mit euch. Kommunikation steht für sich mitteilen. Und darum passt der Tisch super gut. Wer von euch ist heute Morgen schon an einem Tisch gesessen? Ja, die meisten. Der Tisch ist das Kernstück von unserem Leben. Meistens von unserem häuslichen Leben, vom Wohnen. Es ist der Ort, wo wir miteinander eben genau das machen, das Brot teilen und miteinander reden. Das kann sehr breit sein. Es ist somit eben der Ort vom Leben, von der Nahrung, der Ort von der Organisation und von der Absprache. Die habe ich nicht so gern. Der Ort von der Gespräch und von der Diskussion. Der Ort vom Streit, manchmal auch. Der Ort vom Schweigen. Das ist auch nicht nur so angenehm, wenn man sich anschweigt am Tisch. Der Ort vom Lachen, der Ort der Tränen und ab und zu dann ja auch der Ort vom Genuss, wo wir miteinander essen. Darum der Tisch im Zentrum. Aber noch viel wichtiger der Tisch im Zentrum, weil gerade Jesus so eine Tischgemeinschaft modelliert hat. Das Verständnis von Jesus und von seinen Nachfolgern, wir nennen sie jetzt einfach mal frech die erste Kirche oder zumindest die erste Gemeinschaft von Jesus Nachfolgenden, ist das von einer Tischgemeinschaft. Das zeigt sich darin, dass er klar gemacht hat, dass wer ihm nachfolgt, eine neue Familie annimmt. Das sind sehr, sehr herausfordernde Worte, die er an seine Nachfolgenden gerichtet hat. Er hat gesagt, wer mir nachfolgt, der lässt seine Herkunftsfamilie zurück. Wir sind einander Brüder. So mit der Tischgemeinschaft. Weil um den Tisch hat sich das ganze Leben damals gespielt. Aber wir sehen es auch an zig Begebenheiten, wo Jesus am Tisch gesessen ist mit den Menschen. Mit ihnen das Brot geteilt hat oder ums Essen sich das gedreht hat, die Geschichten, die uns berichtet werden. Und vielleicht eines der stärksten Bilder für das ist dann am Kreuz, wo er einem von seinen jüngsten Nachfolger, möglicherweise noch einem halben Teenager, am Johannes, sagt, schau da die Frau, Maria, Jesus seine Mutter. Er zeigt auf sie und sagt, du sollst ihr schauen wie ihr eigener Sohn. Sie ist für dich Mutter und du bist ihr Sohn. Also die Herausforderung von Jesus ist die, dass er versteht die Gemeinschaft als Familie, als eine Tischgemeinschaft. Und somit ist der Tisch sehr passend. Wir können allgemein sagen, das Christentum ist undenkbar ohne Gemeinschaft. Es ist die lange Geschichte und einer von diesen langen roten Fäden, die sich durch die ganze Bibel zieht, dass der Glaube sich nicht nur um Beziehung zu Gott, sondern auch zum Mitmenschen dreht. Das fängt im Genesis an und zieht sich durch bis ans Ende der Bibel, wo ein Bild gemalt wird von dem zukünftigen Reich Gottes, wo Jesus wiederkommt. Und es ist eine Stadt, ein Gemeinleben, es ist ein Miteinander. Da können wir jetzt selber eine Predigtserie darüber machen, für das haben wir keine Zeit. Aber was ich möchte mit euch ist, euch mitnehmen auf einen kurzen Abschnitt, ein bisschen Schulstunde, Kirchengeschichte. Und ich möchte mit euch eine Reise machen durch die Entwicklung der Kirchengebäude, weil was interessant ist, ist, dass das Verständnis, von dem wir Gemeinschaft leben, immer auch eng verknüpft ist, wie unsere Gebäude aussehen. Und wir starten darum mit dem ersten. Wie wir gesagt haben, bei Jesus und dann nach ihm ist das die Tischgemeinschaft gewesen. Wer von euch liebt es, einen guten Hummus auf dem Tisch und das Brot reinzudunken? Das Leben im Nahen Osten und in der damaligen Zeit sowieso und auch heute noch dreht sich ums Essen, ums Miteinander. Und die ersten Christen, das lesen wir, haben in Privathäusern sich getroffen. Sie waren eine Tischgemeinschaft gewesen. Ehrlich gesagt war es nicht immer ganz nur romantisch gewesen, sondern es hat auch andere Gründe gehabt. Sie haben sich nämlich auch versteckt treffen.
Weil an gewissen Orten war es nicht gern gesehen, dass da so ein Kult, so eine Sekte von Jesus-Nachfolger sich trifft und zusammenkommt, zum Miteinander teilen. Sie haben eine Gemeinschaft von der Liebe gehabt. So wird uns berichtet, dass das Abendmahl am Anfang auch den Titel hatte, das Liebesmahl. Und für die einen war das ein bisschen komisch, gerade so von den anderen Kulturen. Die haben sich dann nämlich gefragt, was machen die genau an dem Tisch alles so miteinander? Ist das ähnlich wie bei diesen Liebesgöttern, die wir im Griechischen haben, dass man dann dort an dem Liebesmahl was auch alles macht? Aber sie sind bekannt dafür, dass sie das Essen zusammenteilt haben und in einer liebevollen Gemeinschaft miteinander unterwegs sind. Einer der grössten Brüche ist dann im 4. Jahrhundert. Das ist in der Weltgeschichte ein Wandel. Das ist nämlich der Moment, wo der Kaiser Konstantin gesagt hat, das Christentum wird Staatsreligion. Und das Verständnis der Gemeinschaft hat sich gewandelt. Sie haben sich nicht mehr in den Häusern getroffen, sondern in der Basilika. Ich habe ein Bild mitgebracht von einer Basilika. Und die Basilika war beim Kaiser der Ort vom Rechten und vom Handeln. Und der Anspruch vom Christentum hat sich gewandelt. Es ist plötzlich so wichtig geworden, dass man sich dort getroffen hat, wo es ums Rechte und ums Handeln gegangen ist, eigentlich ums gesellschaftliche Leben und die Entscheidungen. Und natürlich ist damit auch ein Herrschaftsanspruch gekommen von den Kirchen, der sich dann immer weiterentwickelt hat. Der Klerus ist gewachsen. Die Kirche ist reich geworden und man hat angefangen, wunderschöne Gebäude zu bauen. Und ich habe da ein ganz schönes gefunden von einer gotischen Kathedrale. Und man hat auch den Anspruch gehabt, der Ort zu sein, wo das himmlische Jerusalem jetzt schon auf Erden kommt. Und ihr seht, das sieht aus wie eine ganze Stadt für sich. Also die Kirche hat den Anspruch und die Gemeinschaft hat den Anspruch gehabt, wir sind der Ort, wo der Jesus herrscht. Und das ist natürlich eng verknüpft mit den Ämtern, die darin waren. Sie haben den Menschen das Heil gebracht. Die Türen hat man gesehen als den Eingang, die Türen vom Gebäude als den Eingang ins himmlische Jerusalem. Und da drinnen ist Gott verfügbar gewesen. Und es ist weitergegangen mit dem Brunst und Protz, sagen die einen auch. Aber es ist eigentlich auch schon wunderschön von der Barockzeit, wo das nochmal noch ausgebildeter worden ist. Und das Bild hat sich dort noch konkretisiert. Und wir haben in der Schweiz auch so schöne Kirchen, wo dann oftmals der Himmel so auf die Erde runterbricht. Wir haben so Himmelsdecken und dann so übergehende Gestalten von Engeln und unten dann Gemeinde, die sich trifft. Und die Kirche hat den Anspruch gehabt, den Ort symbolisieren, wo der Himmel auf die Erde trifft. Und es war eng geknüpft mit den Ämtern und mit der Verfügbarkeit von Gott bei den Priestern. Und das Volk hat nicht direkten Zugang gehabt. Genau gegen das ist die Reformation aufgestanden. Und der Martin Luther und andere Zeitgenossen haben sich stark gemacht und gesagt, hey, die Kirche muss wieder schlicht werden. Das Gebäude muss auch schlicht werden, weil das Evangelium ist nicht ortsgebunden. Das Evangelium muss zu den Menschen. Und man hat das abgebildet, indem das ist dann auch umgesetzt worden mit dem Buchdruck und der Vervielfältigung, der Übersetzungen von der Bibel. Aber auch ganz sichtbar mit dem Bildersturm, wo man die Kirchen Lärm geräumt hat und gesagt hat, alle Prunk und Protz muss weg, es muss schlicht werden, das Kreuz ins Zentrum. Ich habe da ein Bild von einer reformierten Kirche mitgebracht. Und dann können wir einen grossen Sprung machen und es ist nur ein kurzer Abriss in die heutige Zeit oder in die letzten 200 Jahre. Und man kann sagen, das Kirchengebäude ist so ein bisschen hin und her gerissen durch verschiedene Szenen. Einerseits haben wir eine riesige Krise von den Kirchengebäuden. Und in unserem Land werden viele Gedanken sich gemacht, was man mit diesen Kirchengebäuden alles machen könnte, weil es ja keine Leute mehr, die sich darin treffen. Und man überlegt sich, wie man sich umnutzen kann für gute soziale Zwecke oder abreißen, umbauen. Und wir haben sicher dann auch die Strömung von den evangelikalen Christen, von den Pietisten, von diesen erweckten Gläubigen, die gesagt haben, hey, das alles muss schlicht und einfach sein, praktikabel. Und sie haben angefangen, in Zelt ihre Gottesdienste zu machen, sind dabei aber auch geprägt gewesen von der Gesellschaft. Es ist nämlich Populärkultur gekommen und man macht dann, besonders in den sogenannten Megachurches, Veranstaltungshallen. Gestern Abend ist da in unserer Parkarena ein riesen Musical über die Bühne von ABBA. Und unser Kirchengebäude bildet etwas von dieser Gesellschaft ab. Wir haben eine grosse Bühne und viel Licht. Und wir haben darauf Populärkultur, die stattfindet. Und unser Kirchenmodell hat sich in einem gewissen Maß dem angepasst. Herzlich willkommen in der Kirche. Da stehen wir heute. Und mir ist ganz wichtig, ich will das alles nicht einfach schlecht machen. Was Jesus modelliert hat, ist eine Tischgemeinschaft. Und wir sind immer geprägt, und unser Verständnis von Kirche ist immer geprägt von dem, was um uns herum läuft, was abgeht und auch, wie sich das Gebäude präsentiert. Und so wage ich es heute zu behaupten, vielleicht ist unsere grosse Herausforderung die, dass unsere Kirche trotz der wunderbaren Halle, die uns so viel Sagen bringt und super gut ist und mir ermöglicht, zu so vielen Menschen reden können und dass wir so viel zusammenkommen können, eine Tischgemeinschaft bleibt.
und nicht ein Ort, wo du einfach ein Programm konsumierst und wo du einfach etwas abholst und wo eine grosse Show auf der Bühne oben läuft, wo dich aber eigentlich nur als Empfangender betrifft. Und so können wir natürlich an jede Zeit in der Kirchengeschichte Kritik anweisen. Aber mir ist auch wichtig zu sagen, dass all die Entwicklungen immer extrem viel Gutes mit sich gebracht haben. Und immer auch eine Antwort sind auf gesellschaftliche Veränderungen. Und das macht das Christentum auch aus. Dass es anpassungsfähig ist, dass es sich wandeln kann und Menschen erreicht in der Zeit, wo sie leben. Aber heute ist es uns wichtig und am nächsten Sonntag auch, uns zu überlegen, was hat denn unsere Gemeinschaft in dieser Mehrzweck-Arena noch mit dieser Tischgemeinschaft zu tun? Und wie können wir das heute noch modellieren? Und ich denke, wir sind uns da drin auch immer treu gewesen. Seit Jahren setzen wir darum auf das Konzept von kleineren Gruppen. Wir haben sie Hauszellen genannt und Jugendhauszellen und es hat einen Wandel gegeben und Groups und Kleingruppen und Small Groups und in der Zwischenzeit weiss man gar nicht mehr, wie man es sagt. Aber es geht auch nicht nur um die institutionierten Gruppen. Wir sind ein Ort, der seit Jahren auch ermutigt, dass man teils Leben auch in Freundschaften hat, dass man miteinander unterwegs ist, dass man Zweierschaften bildet, weil wir glauben, dass die Tischgemeinschaft irgendwie modelliert werden muss. Dabei will ich auf keinen Fall das Format der Grossgemeinde abwerten. Aber es ist die Frage, wie wir Kirche leben, in dieser Zwischenzeit zwischen Jesus, der weg ist, und wenn er wiederkommen wird. Und da reihen wir uns in eine lange Tradition und wir wollen uns ein Beispiel nehmen an einer Gemeinde, die unter dem Paulus entstanden ist. An der Gemeinde der Thessalonicher. Sie waren eine junge Gemeinde und haben eigentlich die gleiche Herausforderung gehabt. Wie leben wir die Tischgemeinschaft von Jesus in der Zeit, wo er weg ist? Und ein Thema hat sie besonders beschäftigt. Sie haben sich nämlich gefragt, was geschieht mit denen, die vor Jesus seiner Rückkehr werden sterben. Und sie haben sich den Kopf darüber zerbrochen und es hat Diskussionen über das gegeben. Und es ist so weit gegangen, dass man sich auch gefragt hat, ob es sich überhaupt lohnt, einem normalen Leben nachzugehen. Oder ob man gescheiter sich einfach auf das ausrichten, dass Jesus ja jetzt dann gerade wiederkommt. Der Paulus antwortet dieser Gemeinde in den Brief an Thessalonicher und er bittet sie, Ruhe zu bewahren. Er mahnt sie dafür. Und er sagt, konzentriert euch aufs Wesentliche. Und dann startet er in einen Abschnitt mit einem Darum. Also will ihr euch nicht mehr um das kümmern. Er sagt ihnen, die Toten werden auferstehen. Da müsst ihr keine Angst haben. Fokussiert euch aufs Wesentliche. Darum macht euch gegenseitig Mut. Und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es ja auch jetzt schon tut. Weiter bitten wir euch, Geschwister, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt. Helft den Schwachen, habt mit allen Geduld. Achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr mit allen Kräften und bei jeder Gelegenheit einander und auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Der Text und auch ein paar andere sollen uns jetzt begleiten, wenn wir uns ein paar Gedanken machen zu dem Tisch und darum, wie wir den modellieren können. Und heute fokussieren wir dabei nicht auf den Gesamttisch, sondern nur auf den einen Stuhl. Der steht für deinen und meinen Stuhl. Mein Platz in dieser Gemeinschaft, mein Platz am Tisch, mein Stuhl. Und als erstes möchten wir uns darüber überlegen, was für eine Rolle nimmt man ein, wenn man auf dem Stuhl sitzt. Wir kennen ja das. Sitzplätze sind oft mit Bedeutung verbunden. Heute ein bisschen weniger als früher. Aber gerade an Festen muss man ja schon auf das achten, wann sitzt man wo, wer ist oben am Tisch. Und auch in gewissen Geschäftsmeetings, wenn man da noch so ein bisschen eher zu den Assistenten gehört, dann nimmt man sich mal vorne zurück und lässt die Chefs sitzen und schauen, wo sie wollen. Und dann nimmt man Platz. Also ein Stuhl hat immer mit einer Rolle zu tun. Oder mit einem Hut, könnte man auch sagen, den man anhat. Und ich möchte euch 2 wichtige Hüte vorstellen, die das Neue Testament uns berichtet. Und zuerst ist das, der Paulus spricht das aus, indem er eine Anrede verwendet an die Thessalonicher. Er schreibt nämlich, Geschwister. Gemeinschaft von dem Tisch von Jesus ist eine Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern. Wir haben das ein bisschen aus unserem Wortschatz verbannt. Früher hat man das noch so viel mehr ausgedrückt. Aber wir alle sind Brüder und Schwestern. Wir sind eine Familie. Und wenn du da Platz nimmst auf dem Stuhl, dann bist du Geschwisterte.
Das drückt aus, dass wir eine Gemeinschaft sind auf Augenhöhe. Eine Gleichheit. Eben nicht ein Klerus, der irgendwo bevorzugt ist, sondern wir alle sind in der gleichen Hierarchie. Wir sind Kind von Gott. Ungeachtet von unserem Status. Und jetzt kann man das natürlich gut weiterspinnen. Weil ich weiss nicht, was es in dir auslöst. Geschwisterte sein ist ja schön und spannungsvoll zugleich. Und ich erinnere mich nur zu gut, dass genau die Menschen, die meine Geschwister sind, mich ja auch am besten gekannt haben. Vielleicht jetzt nicht mehr immer gleich, weil wir haben uns ein bisschen entfernt, aber damals ganz eng. Und unter Geschwistern kennt man seine Stärken und man kennt seine Schwächen. Und man kennt genau, wo man den anderen triggern und reizen und zur Weissglut treiben. Ein Wort langt, manchmal nur ein Blick, ein abschätziger Kommentar. Es ist somit auch ein Ort, wo eine gewisse Verletzlichkeit vorhanden ist, wenn wir uns als Geschwister begegnen. Weil wir eine Nähe haben, die eigentlich Vertrauen voraussetzt, aber wenn das zerbricht, kann das schmerzhaft werden. Und es kann dazu führen, dass man sich auch als Wille von dem Tisch verabschiedet. Wer von euch hat das schon erlebt in seinem Familienkontext? Dass jemand wütig aufgestanden ist und gegangen. Gesagt hat, jetzt gehe ich. Was löst euch das Bild bei dir aus? Bist du gern Brüder und Schwester mit den Leuten in deiner Gemeinschaft? Aber es ist auch ein schöner Ort, wo wir uns auf Augenhöhe begegnen, wie schon gesagt. Das Zweite, was Jesus klar macht, ist, auf dem Stuhl bist du Gast und Gastgeber zugleich. Das Modell, das Jesus modelliert hat, eben vorgelebt hat, ist das, dass er mit den üblichen Gebrüchen gebrochen hat. Zum Beispiel dem, dass der Gastgeber oder jemand aus seinem Haushalt, die Bediensteten, kommen und den Gästen die Füße waschen. Und er hat es selber an die Hand genommen. Weil er wollte zeigen, wenn wir an dem Tisch sitzen, sind wir immer beides. Gast und Gastgeber oder Bediente und Dienende. Und Jesus hat das besonders bei der Fußwaschung plakativ demonstriert. Es ist also eine Gemeinschaft auf Augenhöhe, auch wenn es darum geht, einander zuzudienen und füreinander da zu sein. Da gibt es nicht einen, der nur die Füße hebt und die anderen, die arbeiten. Es sind die zwei Aspekte, die ganz stark werden in der christlichen Gemeinschaft. Du bist Gast und Gastgeber. Ich bin das auch. Und du bist Brüder und Schwester. Und ich bin das auch. Und jetzt wird es fast noch ein bisschen spannender, meiner Meinung nach. Jetzt geht es nämlich darum, was wir dann erleben auf dem Stuhl. Was leben wir auf dem Stuhl und was erleben wir auf dem Stuhl? Und für das möchte ich da ein bisschen Platz nehmen. Etwas vom Hauptsächlichen ist, wenn du auf einem Platz sitzt, wenn du ihn einnimmst, dass du gesehen wirst und auch gehört wirst. Man redet ja darum auch sinnbildlich davon. Er hat seinen Platz eingenommen. Und das hat auch wieder zwei Seiten, oder? Es ist nämlich durchaus eine gewisse Exponierung, die da dabei geschieht. In meinem Fall jetzt ganz besonders. Ihr habt es da ein bisschen besser. Ihr könnt euch da noch so ein bisschen in der Reihe verstecken. Mit dieser Exponierung kommt Schönes mit sich. Ihr alle seht mein schönes Hemdli. Dumm ist es dann, wenn ihr es nicht so schön findet. Man sieht nämlich auch die Sachen, die vielleicht nicht so gut sind. Zum Beispiel, dass ich es im Rucksack transportiert habe und dass es ein bisschen verkrugelt ist. Oder halt aufs Leben geredet. Macken, Ticks, nicht so gute Charaktereigenschaften. Mir kommt gerade die Einleitung von Peter in den Sinn. Auf dem Stuhl wirst du sehen. Der Paulus schreibt den Thessalonicher so, als wäre sie eine Gemeinschaft, die sich gesehen hat und somit auch gekannt hat und somit auch gehört hat. Er schreibt ihnen nämlich im Vers 14, wir bitten euch, Geschwisterte, weiset die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Anscheinend hat man das bei ein paar gesehen. Ermutigt die, denen, wo so Selbstvertrauen fehlt. Und helfen den Schwachen. Habt mit allen Geduld. Auf dem Stuhl wird man sehen, wenn du ein ungeordnetes Leben führst. Man wird sehen, wenn es dir an Selbstvertrauen fehlt. Man wird sehen, wenn du in etwas schwach bist. Das gehört dazu, wenn du Platz nimmst. Aber es hat auch ganz eine schöne Seite. Gesehen und gehört zu werden, heisst auch, du wirst wahrgenommen. Und zwar als wer du bist. Und Kirche ist für das da, das zu tun, was auch Gott tut. Gott nimmt nämlich dich und mich wahr, so wie wir sind. Und wir dürfen kommen, wie wir sind.
Er sieht dich auf dem Stuhl. Und so soll die Kirche dich sehen, als seine Hand und seine Füße. Mir kommt also der Jahresvers in den Sinn, der über das Kirchenjahr gestellt ist. Du bist ein Gott, der mich sieht. Hey, als Kirche ist das unser Ruf, einander zu sehen. Das ist etwas unglaublich Heilsames. Viele von euch wissen, dass ich im letzten Jahr nicht nur durch eine einfache Zeit bin, auch herausfordernd. Es war sehr herausfordernd für mich. Und etwas vom Schönsten, was ich erleben konnte, hat sich so besonders gezeigt in einem Abend, wo ich mit engen Freunden von mir und engen Begleitern verbringen konnte. Wo ich mich mitteilen konnte, wo ich sagen konnte, wie es mir geht. Wo sie sich Zeit genommen haben, ganz bewusst für mich. Wo ich meine Nöte ausdrücken konnte. Wo ich in erster Linie einfach mal gehört worden bin. Wo ich gesehen worden bin. Wo ich wahrgenommen worden bin. Und die Leute haben mit mir dann auf Gott gehört. Sie haben mir Fragen gestellt. Und ich sage euch, es hat so unglaublich gut getan. Darin habe ich Gott erlebt. Das ist Ermutigung in der Schwachheit, wie es der Paulus beschreibt. Du wirst gesehen und du wirst gehört. Und aus dem heraus folgt, dass du heil werden kannst an dem Stuhl. Der Stuhl am Tisch ist ein Stuhl der Heilung. Wenn ich schon erwähnt habe, ist das Potenzial für Verletzung in der Gemeinschaft gross. Und ich weiss auch, dass das Bild vom Tisch dich herausfordern kann. Weil eventuell erlebst du die Tischgemeinschaft gut, aber vielleicht ist es wirklich dort, wo du den Tisch hast, immer mühsam. Oder vielleicht sitzt du allein am Tisch und bist einsam. Ist mir durchaus bewusst, dass das eine Realität ist. Und gerade dort, wo Gemeinschaft passiert, verletzen wir uns auch gegenseitig. Und dann braucht es manchmal Distanz, um sich zu schützen. Das ist auch ein Reflex, der natürlich und überlebenswichtig ist. In diesem Moment wollen wir wegrennen. Wir wollen uns verziehen. Aber es ist genau das, was uns dann in die Isolation verbannt und uns davor hindert, heil zu werden. Ich habe einen guten Satz gelesen und der sagt, Verletzung geschieht in der Gemeinschaft, Heilung auch. Und mir ist bewusst, dass man das nicht leichtfertig machen kann und dass man sich teilweise durchaus schützen muss. Aber es ist dort, wo wir miteinander wieder das Vertrauen aufbauen können. Dort, wo wir wieder Vertrauen auf andere Menschen. Dem tief angelegten Bedürfnis von uns als Menschen, ein Miteinander zu haben, dass wir heil werden können. Und ich denke, wir haben ein gutes Mittel dafür mitbekommen. Und das nennt sich Versöhnung durch Bekenntnis und durch Vergebung. Und da bin ich wieder beim Peter und seiner Einleitung. Wir werden heil in dieser Gemeinschaft, wenn wir das praktizieren. Wir dienen einander, wenn wir einander bekennen, wo wir aneinander schuldig werden. Fehlerhaftigkeiten eingestehen und um Vergebung darum bitten. Und wir dienen einander, wenn wir einander vergeben. Und ja, das ist oft ein Prozess. Und es ist nicht ein Vergessen. Aber es ist ein Entscheid, auf Vergeltung zu verzichten. Es ist ein Schritt zu einem Neuanfang für sich selber und fürs Gegenüber. Und ich sage das im Bewusstsein, dass das auch prozesshaft darf sein. Und oft auch sehr weise ist, wenn man es in Begleitung tut. Aber es ist eine Haltung, die uns Christus vorgelebt hat und wo uns die Schrift zuruft. Wo wir heil werden in Beziehungen an dem Tisch der Gemeinschaft. Versöhnung durch Bekenntnis und Vergebung. Und gleichzeitig aber auch Heilung von persönlicher Schuld. Es gibt ja auch Sachen in unserem Herz, die nicht zwischen uns geschehen, sondern zwischen uns und Gott. Und vor allem vielleicht an uns selber. Die verborgenen Schatten in unserem Herzen, die wir am liebsten mit niemandem teilen würden. Und da bin ich auf ein brillantes Zitat von unserem guten Dietrich Bonhoeffer gestoßen in seinem Buch «Gemeinsames Leben». Und er sagt, in der Beichte geschieht der Durchbruch zur Gemeinschaft. Die Sünde will mit dem Menschen allein sein. Sie entzieht ihn der Gemeinschaft. Je einsamer der Mensch wird, desto zerstörender wird die Macht der Sünde über ihn. Und je tiefer wieder die Verstrickung, desto heilloser die Einsamkeit. Sünde will unerkannt bleiben. Sie scheut das Licht. Deinen Platz einzunehmen bedeutet, in geschützten Rahmen von gesunder christlicher Gemeinschaft zu kommen und können zu bekennen. Deine Schwäche, deine Unvollkommenheit, deine Bedürftigkeit, hey, und das befreit aus Isolation von deinem Herz. Und folglich, aus diesen harten Prozess, vom sich ausstellen, exponieren, vom Ansitzen, vom Bekennen, vom Vergehen,
kommt hervor der letzte Punkt. Stärkung und geistliches Wachstum. An diesem Platz, an diesem Tisch kannst du profitieren und lernen von anderen. Wir sind eine begabte Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die sich ihren Gaben dienen soll. Eine Gemeinschaft, die sich unterstützen soll. Weil der eine im einen gut ist und der andere im anderen. Eine Gemeinschaft, die sich ergänzt. Und das ist das Geheimnis von dieser Tischgemeinschaft von Jesus, dass Gott sich entschieden hat, sein Reich nicht mit einer Einzelperson zu bauen, sondern in einer Gemeinschaft erlebbar zu werden. Christliche Spiritualität ist immer eine persönliche, aber nie eine private Angelegenheit. Ich wiederhole das nochmal. Christliche Spiritualität ist immer eine persönliche, aber nie eine private Angelegenheit. Christus wird im Miteinander sichtbar. Es ist dort, wo man einander auf Augenhöhe begegnet. Indem du dich in die Gemeinschaft einordnest und dich ihren Herausforderungen aussetzt, stärkst du dich geistlich und du übst dich in Demut. Und das ist geistliches Wachstum. Und wie gesagt, möchten wir die Gemeinschaft nicht überromantisieren. Und ich möchte dir sagen, was es kostet. Der Preis für das alles ist, dass du Platz nimmst. Dass du dich hingibst. Diesen crazy Leuten, wo dir die einen wirklich stinken, nicht nur äußerlich, sondern manchmal auch im Herz kann es einem stinken. Denen, wo du dich aus welchen Gründen auch immer am liebsten nicht aussetzen willst. Denen, die dich abstoßen. Ja, du kannst dir überlegen, dein politisch ärgsten Feind, der hat Platz am Tisch von Jesus. Genau so eine Gemeinschaft hat Jesus modelliert mit seinen Jüngern. Der die komplett anderen Überzeugungen hat, genau der hat Platz. Und das kostet. Das fordert raus. Der Preis ist, nimm Platz. Aber es ist auch die grösste Einladung zugleich. Nimm Platz. Weil der Platz einzunehmen ist der Weg, um aus den Klauen der Einsamkeit zu kommen. Verletzung isoliert dich immer, wenn du dich zurückziehst. Wenn du dich schützen musst. Wenn du Abstand nehmen musst. Sünde isoliert dich, wenn du willst, dass es versteckt bleibt. Und Stolz isoliert dich auch. Darum lade ich dich ein. Steh auf und nimm Platz und kämpf so gegen die Kräfte und Mächte vom Bösen an, wo dich will, in die Isolation nehmen. Und ich möchte einfach schließen mit ein paar Fragen, die wir nachgehen können. Und es ist eigentlich eine grosse und ich gebe dann so ein paar Betonungen drin. Und ich glaube, es ist eine Frage, die uns alle angeht und immer wieder angeht. Was hindert mich, meinen Platz einzunehmen? In dieser Gemeinschaft von uns oder in einer anderen, wo du drin eingepflanzt bist, das spielt gar keine Rolle. Ist es Scham? Ist es Angst vor Verletzung? Angst vor Ausnutzung? Angst vor den anderen und ihrem teilweise zweifelhaften Ruf? Angst vor Statusverlust? Oder auch ganz einfach Angst vor der Veränderung, die das mit sich bringen könnte? Und wie könnte ein mutiger Schritt aussehen, der dies und mein Leben verändert? Und Jesus, ich danke dir, dass du uns die Tischgemeinschaft modelliert hast. Und du hast sie mit den wildesten Leuten gemacht. Und ich stelle mir vor, dass es herausfordernder war, als wir das manchmal wahrnehmen in den Berichten, die wir davon lesen können. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns in diesen Fragen jetzt nachgehst und uns begleitest, wenn wir in den zweiten Teil des Gottesdienstes eintauchen. Wenn wir auch miteinander uns um dich kreisen an diesem Tisch. Wenn wir dir begegnen wollen. Heiliger Geist, tu du dein Werk. Amen.